Grüße zurück zu einer kleinen weiteren Aufnahme von Fallout 4. Wie du siehst, wir sind hier in Sanctuary und in der letzten Episode habe ich dir ja gezeigt, wenn du mich länger verfolgst, welche Mod ich installiert habe. Es hat sich dadurch einiges fair und geändert. Ich komme in dieser Episode auf ein paar kleine Dinge zu sprechen und es wird jetzt nur so eine kleine Füllerfolge, bevor wir dann wirklich hinaus starten ins Ödland und endlich mal mit dem ganzen Scheiß beginnen. Genau, hier sag es. Und zwar folgendes, wie du siehst, ich habe etwas herumgewerkelt. Einen Levelpunkt können wir vergeben, das werden wir gleich machen. Ich habe irgendwann einmal erwähnt, ich möchte den Überlebensmodus dann bald einmal angehen und mit dem Charakter jetzt ein bisschen vorarbeiten. Ja. Er wird schwer genug mit dieser Mod. Ich habe dir die dazugehörige Episode in die Videobeschreibung gepackt. Und, wenn es dich interessiert, am Ende dieser Episode habe ich euch nochmal das Stück mit der Mod und meiner dazugehörigen Vorlesung der Mod nochmal rangeschnitten. Ja? Also, nur dass du mal siehst, auf was wir uns da jetzt einlassen, und ich sag dir eines, das wird ein Albtraum. Für die, weil du das Drama anschaust und weil ich so ein Trottel bin und das spül. Und so folgendes, wir haben mehrere grundsätzliche Probleme. Das schaut so geil aus. Ja. Womit fangen wir an? Du wirst ja gesehen haben, ich habe jetzt am Anfang 2 neue Intros hinzugeschnitten. Mir war langweilig. Auf der anderen Seite hatte es auch, ich musste mich mal wieder hinsetzen und selber ein Intro-Lied gestalten. Das hat seinen Grund. Und zwar über den Community-Tab von vor einigen Wochen oder irgendwann im Juli diesen Jahres trug es sich zu, dass der Gronk seine Fallout 4 Playlist auf privat stellen musste, wegen Urheberrecht. Da gab es ein kleines Problemchen. Um das zu vermeiden, habe ich das alte Intro mit Dion's Wanderer wieder rausgenommen und habe mich hingesetzt und das Ganze jetzt nochmal neu gestaltet. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es euch interessiert, wenn ihr mich länger verfolgt, könnt ihr mir ja Bescheid geben, dass ihr mir vielleicht weiß ich nicht, irgendein kleines Special macht, damit ich euch sage, was ich da mal umdeichsel, mit was und warum und wieso. Ich möchte sowieso in der Zukunft ein bisschen mehr neue Dinge probieren. Genau. Eigentlich müsste ja diese eine Episode spontan über Generation Zero ja auch schon draußen sein, wo ich echt gesagt habe, ich möchte die Geschichte noch einmal probieren oder neu machen auf dem Guerilla-Schwierigkeitsgrad, und während du dir das anschaust, habe ich bestimmt schon einiges auf dem Guerilla-Schwierigkeitsgrad ohne Rivalen und experimentelle Waffen aufgenommen. Richtig. Gut. Eigentlich. Ich gehe mal hierher. Wie du siehst, hier fehlt etwas. Da gibt es ja diese Mod, wo du die Siedlung so halbwegs verschönern kannst. Den ganzen Scheiß vom Boden weg und hin und her und bla bla bla. Es gibt ein Problem. Und zwar, wie du siehst, da vorne ist alles wieder da. Das war alles nicht hier, bliblablub. Die Mod flog raus. Hat 2 Gründe. BZW einen einzigen Grund. Ich vermute mal, nein, machen wir so. Entweder durch die Mod, die ich dir später nochmal zeige im Anschluss, oder durch Sim Settlement. Zu Sim Settlement kommen wir aber später. Wir müssen zuerst mal unseren Charakter aufbauen. Das hat jetzt mal höchste Priorität. Dann gab es noch etwas. Kann ich dir zeigen? Kochen können wir. Chemielabor steht hier. Und hier standen mal
die Rüstungswerkbank und die Waffenwerkbank. Das flog durch die Mods raus. Zeige ich dir? Na? Schau her. Warte mal kurz. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Jetzt brauche ich 2 Minuten. Genau. Unter Herstellung. Früher mal, ohne diese Mod, haben wir ja diese Werkbänke zur Verfügung gestellt bekommen. Wenn du dich recht entsinnst und wenn du das Spiel kennst. Dieses Mal mit dieser Mod haben wir ein kleines Problem. Wir können jetzt zum Beispiel dort Laborstation, Kochstation, das ist frei zur Verfügung, uns fehlen halt nur die Schrauben. Ja? Und wie du siehst, die Power-Rüstungsstation, die Rüstungswerkbank und die Waffenwerkbank sind nur mehr über diese Dinge freischaltbar. Genau, das ist ein Teil dieser Mod. Das wird knackig mit dem Überlebensmodus. Ich hoffe, ich krieg das zusammen. Naja, irgendwie wird schon gehen. Glaub mir's, wir haben beide was davon. Du leidest, weil du mich anschauen musst und ich leid, weil ich den Scheißdreck da mache. Ja, okay. Also wie du siehst, das war alles weg, die Büsche und hin und her und bla bla blub. Die sind halt jetzt wieder hier, mit denen müssen wir leben. Genau. Und gibt's noch irgendwas? Warte mal kurz. Milch, die Flaschen, da haben wir ein bisschen was erinnern. Ja. Ich muss nur schauen. Raider behandelt, rechtes Bein. Weißt, warte ein bisschen. Ah ja, und unser Charakter hat sich ja ein bisschen verändert. Da habe ich auch ein kleines Problem gehabt mit... Warte mal kurz. Geh außer da! Herrnpadodel. Ah ja. Da können wir was dran schrauben. Sehr geil. Sehr geil. Ich hätte gesagt, wir gehen heute auf Rüstungssuche. Vielleicht... Oh, ich habe keine Rüstung mehr für unser Dirndl. Genau, ich hatte ja, wie du siehst, ja, leider ist auch die Mod rausgeflogen mit den Frisuren. Ob das jetzt mit der Mod zusammenhängt oder ob sich die beiden Mods nicht vertragen, das weiß ich nicht. Hört uns mal einer gehen. Wir müssen sowieso schon her. Rüstmeister und Schmied. Das brauchen wir, damit wir diese Dinge wieder freischalten. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Wir wollen uns ja für den Überlebensmodus vorbereiten, wo wir mit Level 20 dann umsteigen werden. Das haben wir so ausgemacht. Wir sind ja mittlerweile auch sehr schwer. Und ich habe mir gedacht, wir werden jetzt mal den Charakter aufbauen. Das heißt, wir benötigen, um später mehr auszuhalten, brauchen wir 20% Schaden und Energieresistenz oder na, das brauchen wir dabei nicht. Weißt du was? Wir nehmen das. Wir müssen ja etwas aushalten. Ein klein wenig mehr. Wir werden jetzt schnell runterschauen, runterlaufen in Richtung Concord. Vielleicht ist ja bei den Raider wieder irgendwas gespawnt oder vielleicht laufen sie ja wieder mal dumm. Man weiß es nicht genau. Ja. Das Einzige, was sie da halten hat, das saubere Schild von Sanctuary Hills und die Kerzen. Genau. Ich hoffe, jetzt eine andere Frage. Ich probiere nämlich die ganze Zeit vieles Neues aus. Wie ist denn eigentlich die Tonqualität zwischen der Musik im Hintergrund und dem, was du hörst aus dem Spiel und der Kommentar? Weil das war dann zum Schluss, jetzt bevor ich wieder angefangen habe ins Spülen, war das doch sehr leise. Der Seesack ist leer. Das war jetzt zum Absägen. Mal schauen, wie viel wir aushalten.
Habe ich gesagt, ich werde euch als Erinnerung, das könnte man eigentlich auch noch alles mitnehmen, das brauchen wir eher oben. Die Kochstation, also da habe ich auch uns was hergekriegt. Ah, wisst ihr was? Wieso bin ich gerade auf die glorreiche Idee gekommen, mit da dabei zum Einrichten? Ja, wir werden uns das noch ein bisschen genauer anschauen. Genau. Fakt ist, Speichern geht in dem Überlebensmodus ja nur, wenn du in einem Bett schläfst. Auf einer Matratze ist dann wieder gefährlich wegen Krankheit. Nicht wahr? Und, warte mal kurz, wir werden uns das jetzt einmal anschauen. Okay. Ah. Ah, Zuckerbomben und Nuka-Cola. Sehr schön. Ja, komm mit da. Können wir es brauchen. Später oben raus. Abgeschlossen. Oh, das wird lustig. Später oben raus. Chat und Gummi. Matratze. Wir suchen uns jetzt mal... Wir suchen jetzt eine Rüstung. Rüstungsteile. Und wir werden schauen, dass wir hier in Concord nötigenfalls ein Bett finden, wo wir speichern können später. Wenn du weißt, wo eines ist, schreib's mir bitte in die Kommentare. Wenn wir eines finden. Nö, mit der Todeskralle legen wir uns später an. Die Minutemen machen wir bei Weitem später. Wir sind jetzt einmal lange Zeit alleine unterwegs. Das wollte ich schon immer mal probieren. Ach, das wird ein einsames Let's Play. Da muss ich gleich noch mehr reden. Oh Gott, oh Gott. Sehr gut. Das ist ein Experte, genau. Glaub nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Ja, Mädchen, ich weiß. Du bist so dermaßen bescheuert blöd. Mal mit. Und vor allem müssen wir ja dann auch schauen, dass wir im Prinzip, wir brauchen vieles an Material für unsere Siedlungen. Ich möchte den Siedlungsbau generell weitermachen. Da es sich ja für uns als Vorteil herausstellen kann. Und nein, den Preston nehmen wir noch nicht mit. Das wird noch eine Weile dauern. Da will ich noch nicht runter. Das machen wir später. Jetzt suchen wir uns einmal eine Matratze, beziehungsweise ein Bett. Ich weiß nicht mehr, wo ein Bett umgammelt. Ich meine, jetzt geht's damit Speichern, jetzt sind wir auch sehr schwer unterwegs. Aber das könnte man in der Kürze, in der Würze dann ein bisschen ändern. Auf jeden Fall, ich weiß aber, dass da in der Nähe irgendwo eine zweite Siedlung ist. Da ist der Gorskis Hütte, Drumland Diner und da ist das Starlight Drive-In. Okay. Da unten haben wir noch eine Powerrüstung in einem Zug. Die werden wir uns später holen, wenn wir soweit sind. Wir müssen jetzt zuerst einmal einen Charakter aufbauen. Was ist denn da oben überhaupt? Siedler. Ja, weißt du was, die sollen weiter siedeln, der Rest ist mir eigentlich wurscht. Ah, die Mod ist aber da drinnen. Sehr gut. Oh mein Gott. Da ist nichts mehr.
Wir brauchen ja Punkte. Sag einmal. Ah! Ich muss gestehen. Ich muss jetzt wirklich einmal gestehen. Wir werden uns noch mal einen Kampf stellen. Aber die Mod hat wirklich was verändert. Brauchen wir nicht? Wo ist denn jetzt der? Da war noch ein Raider. Da ist er. Das kannst du halten. Da war noch irgendwo einer da. Brauchen wir nicht. Die Sackkapuze brauchen wir nicht. So, jetzt schauen wir mal. Mir geht es eigentlich jetzt einmal nur darum. Ah, das ist ja nur fürs rechte Beinchen. Raider Chest Piece 4 und 2. Lederharnisch. Grüne Kapuzen brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir... Weißt du was? Komm her. Man, die schauen eh gleich aus. Das ist scheißegal. Wir brauchen nur irgendwas, dass wir oben rundum ein bisschen geschützter sind. Und zwar, wie scheiße schaust du jetzt aus, Dirndl? Ja. Das, sie schaut so scheiße aus, wie das Let's Play sein wird. Genau. Oder werden wird. Gut, Nein, verkaufen werden wir jetzt einmal nix. Ich hab's noch nicht mehr ausgekramt. Nicht ausstürzen! Oh. Das sind die Siedler, gell? Ja. Vielleicht finden wir noch irgendwo... Nein, das werden wir später machen. Wir werden schauen, dass wir später noch mal einen Kampf finden. In der Corvega Fabrik waren wir ja schon, gell? Ja. Ich höre da schon wieder was. Und ja, wir werden später oben raus sehr scheißen. Ich hoffe, ich habe was dabei. Oh Gott. Da verbrauche ich ja alles, das will ich ja gar nicht.
Okay, der ist ein bisschen verpackt, wurscht. Wow. Und wie du vielleicht gehört hast, bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber ich habe da eine Mod gefunden, die ein bisschen Fallout New Vegas und Fallout 3 Musik auch noch inne hat. Also, ich bemühe mich euch das Ganze so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, nachdem ich das Spiel jetzt schon das 5. oder das 6. Mal für YouTube aufnehme. Oder das 3. Mal? Ja, was weiß ich? Lego an Döner. Mein lecker. Aber Bett finde ich noch aber nicht. Bam, badam, bam, badam. Da auf dem linken Ohr dieses Banjo, das hat sich jetzt gerade so angehört. Wie die eine friedliche Zwischenmusik und spielt mir das Lied vom Tod. Und wer weiß, ich habe auf einem Schmierzettel, ich erzähle immer von Schmierzettel, gell? Ich habe noch eine Idee. Nämlich noch eine Idee für das ganze Spiel. Aber dazu kommen wir auch später. Ich muss das jetzt ein bisschen üben. Ja, ich bin alt, man braucht man ein bisschen länger. Munitionskisten, da ist nichts, da ist auch nichts. Sind da oben die Hunde wieder gespawnt? Nein. Ah, da sind wir noch zu dumm dafür. Schachbrett. Ja, da kann sie mit sich selber Schach spielen. Kann sie mit sich selber Strip-Schach spielen. Warte mal. Genau. Und ja, ich entschuldige mich, dass sie das alles ein bisschen momentan dahin zahlt. Aber was das ist halt... Ich habe schon mal Angst, wenn ich mal mit Bloodborne oder Elden Ring anfange. Ja, bist du deppert. Warte mal. Sehr geil. Da können wir improvisieren. Da können wir improvisieren. Das ist sehr gut. Jetzt schauen wir doch schnell runter. Wir haben die Red Rocket, wir haben das Starlight Drive in da oben. Und hier hätten wir eigentlich so halbwegs unsere Ruhe, gell? Da haben wir Rüstungswerkbank. Und nötigenfalls hätten wir da einen Behälter, dass wir da was ablegen können. Genau. Voll geil. Und da haben wir Powerrüstung. Da haben wir noch eine Werkbank. Sehr geil. Voll geil. Wir haben alles da, was wir brauchen eigentlich. Jetzt schau ich aber mal nur gerade.
Ich würde noch eine Matratze suchen oder ein Bett. Und um das Ganze noch ein bisschen ich würde jetzt nicht unbedingt realistischer sagen, weil Realismus in Videospielen brauche ich nicht. Dann läuft mir da auch unser schwarz-grüne Regierung um die Ecken und kriege einen Anfall. Wir werden so weit wie es geht auf Schnellreise verzichten. Genau. So, wir suchen uns jetzt da ein Bett und dann werden wir das Ganze mal beenden für heute. Und im Laufe der nächsten Zeit werden wir uns dann auf den Weg ins Ödland begeben und das Spiel mal für mich persönlich auch auf eine völlig neue Art und Weise zu zocken. Genau. Und ja, ich habe es in der einen Episode mit Generation Zero schon mal erwähnt gehabt. Videospiele gefallen mir habe ich kein Problem damit. Ich spiele sie sehr gerne. Mein größeres Problem ist, dass mir das mittlerweile schon etwas zu langweilig wird, das Ganze nur aufnehmen und hochladen. Also muss ich mir was einfallen lassen, um dem Ganzen irgendwie vorzubeugen. Genau. Sind die Ghule in der Tiefgarage da? Da geht's. Ich glaube, dass die da drinnen sind, gell? Ah, da haben wir noch nichts, da gehen wir später, aber das war jetzt zwar ein schönes Punkte-Farming. Oder, ja, du weißt ja, was ich meine. Aber wir werden das jetzt da mal lassen. Genau. Okay, wir haben in Lexington alles, was wir soweit brauchen könnten. Sind wir da in Lexington? Ja, sicher. Ja, nicht einmal das weiß ich mehr. Nichts so selten spül. Böses Kenny. Wir haben da genug Behälter, wo wir was lagern können. Aber mit den Ghule haben wir uns da noch nicht angelegt, gell? Nein. Was ist da hinten? Ah, ist es nicht eine Wäscherei gewesen? Ja, schau, das ist die Wäscherei. Das muss aber auch ein geiler Tod sein, ha? Mitgewaschen. Ja, das ist aber genau mein Humor. Getreu dem Motto. Getreu dem Motto 1000 Wege ins Gras zu beißen. Mei, war das eine geile Serie damals. Die Serie war damals so makaber und so voll gepumpt. Mit rabenschwarzen Humor, das ist unglaublich. Aber so dermaßen geil. Okay, ich hätte mir gedacht, wir beenden das ganze Debakel da für heute. Na, weißt du was? Ich würde noch was fürs linke Bein suchen. Ja, wo haben wir denn was fürs linke Bein, hörst du? Lederrüstung 7,15? Was haben wir oben? Ja, Alter, bin ich deppert? Hau das her.
Bei Weiden stärker, da holt man bei Weiden mehr aus. Na, das ist geil. Sodale. Sodale, Kommodale. Was machen wir jetzt? Wir werden das Ganze jetzt da beenden. Unser Mädchen wird einmal eine kleine Pause machen. Weil wir werden in der nächsten Episode boah, ich weiß ja gar nicht, was für Level haben wir eigentlich? Level 10. Okay. Wisst ihr, auf was ich Lust hätte? ich hoffe, dass es heute. Warte mal. Wir müssen ungefähr, da ist Cambridge Polymer Labs, da ist Alice Shop. Hä? Keine Ahnung. Wir müssen, wenn ich mich recht entsinne, ungefähr daher. Dort gehen wir hin und das machen wir. Aus einem einfachen Grund. Dort können wir nämlich nicht nur unseren Charakter weiter ausbauen. Nee. Da können wir auch... Da können wir uns auch noch Schub holen. Warte mal, wie weit ist denn die nächste Siedlung von uns weg? Die ist da hinten. Du darfst aber bitte nicht schrecken. Ich habe in der Videobeschreibung eine Zeitangabe. Man hat die an Kapitelmarker Mystic Pines. Und bei dieser Episode wird sicher länger gehen wie eine Stunde. Da unten Mystic Pines. Ach du meine Güte. Na, ich werde es so machen. Wir werden das Ganze jetzt da wirklich beenden. Perfekt. Wir werden das Ganze da wirklich beenden, weil sonst dauert das jetzt viel zu lang. Das will ich euch natürlich nicht antun. In der Videobeschreibung, wie schon erwähnt, ist, wenn es dich interessiert, da haben wir genügend Betten und da können wir auch was her tun. Rotes Kleid für Charisma. 2 Sicherungen, den Schirchen offen, den grausigen. Und so werden wir es machen. Genau. Mystic Pines, da können wir uns niederlassen. Nächstes Mal gehen wir da oben. Und falls du fragst, du wirst es dann eh gleich einmal lesen. Ich weiß, dass da unten eine Powerrüstung drinnen ist. Ich glaube, das ist der See, gell? Mit Powerrüstungen können wir jetzt auch noch nichts anfangen. Du wirst das dann in meinem kleinen Zusammenschnitt im Hintergrund eh sehen. Genau. Wo ich die Mod in etwa und ihre Feinheiten vorlese. Genau. Also dann, ich wünsche dir was, bis zum nächsten Mal. Unser Scheißi wird dort mal eine kleine Pause machen. Die ist nämlich überfordert und Das Schloss kriege ich nicht auf. wie du siehst, komplett verzweifelt, weil sie dämlicher ist wie eine Kakerlake. Genau, und das in einem Spiel namens Fallout. Genau, bis zum nächsten Mal. Baba. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt. Baba dabei. Luna Fallout. Das ist eine massive Überarbeitung von Fallout 4, die viele Funktionen des Spiels ausbalanciert und meine eigene Meinung zu vielen beliebten Anpassungen hinzufügt. Vanilla Fallout 4 war ein Sandkastenspielplatz, auf dem einem alles in die Hand gedrückt wurde. Jetzt fühlt es sich wie ein richtiges Spiel an. Näher daran, wie es sich bei der Veröffentlichung hätte anfühlen sollen. Der Schwierigkeitsgrad wurde erhöht, Gegenstände sind selten, die Auswahl der Perks ist wichtig. Erfordert alle DLCs, keine Skripte oder andere Mods erforderlich, keine neuen Modelle oder Texturen, daher ist die Dateigröße sehr gering. Und jetzt gehen wir mal kurz die kleine Liste da durch. Bist du deppert.
Hier eine kurze Liste der Features. Perks wurden verändert, OP-Perks wie Blitzangriff und Solarenergie genervt, Anhebung der Stufenanforderungen für viele, andere wurden um neue Funktionen erweitert. Die Siedlungsverwaltung fühlt sich wie ein Teil des Spiels an, mit Perk-Anforderungen für viele Strukturen und sterblichen diversen Siedlern, die man tatsächlich verteidigen muss. Okay, das wird dann später ich nehme mal an, wenn wir dann umsteigen in den Überlebensmodus, wird es noch lustiger. Und ja, ich bin's schon lange einmal gewöhnt, so auf einen höheren Schwierigkeitsgrad spielen. Aber wie gesagt, es gibt Momente, da juckt's mir, dass ich Bloodborne kurz einmal anspiele und probiere. Es ist ein harter Weg, ja, aber irgendwie brauche ich das momentan. Ich weiß nicht warum. Wo waren wir denn da jetzt? Die Siedlungsverwaltung, die Kampf-KI wurde überarbeitet, um interessanter und herausfordernder zu sein. Alle Waffen wurden gegeneinander und gegen die anderen Änderungen in dieser Mod abgeglichen. Der Grundschaden wurde insgesamt erhöht. Viele Rüstungen wurden überarbeitet und besser gegeneinander ausbalanciert. Insbesondere wurde die Option ballistisches Gewebe von einigen Hüten und Unterrüstungen entfernt. Auch interessant. Änderungen an NPCs und Kreaturen, Änderungen und Verbesserungen an den Begleitern, Überarbeitung von Speisen und Getränken mit einer Perk-Anforderung für die Herstellung besserer Speisen. Ich würde sagen, Blick. DLC-Integration und Änderungen, wirtschaftliche Verbesserungen, die Händler interessanter und das Reichwerden schwieriger machen. Eine Softwarebegrenzung für Powerrüstungen auf frühen Stufen erfordert Rüstungsschmiedränge, um Teile zu reparieren. Hinzufügen von legendären Effekten und Entfernen von OP-Magie-Effekten wie explodierenden Kugeln. Verbesserte Beute für mehr Spielspaß und höhere Seltenheit. Gefahren sind gefährlicher. Einige Gratisgeschenke für das Spiel wurden entfernt, zum Beispiel ein Exemplar jeder Handwerksbank in Sanctuary. Eine Reihe von verschiedenen Änderungen. Also wie du siehst, das kann interessant werden, dann später oben raus. Ich muss meine alte Spielweise ein bisschen überarbeiten und ein bisschen mehr nachdenken anfangen. Aber genau deswegen machen wir es ja. Und ich entschuldige mich, sollte diese Ausgabe oder dieser Durchlauf noch ein bisschen länger werden. Ich habe es mir so gedacht. Wir werden das dann in mehreren Teilen splitten. Genau, also es dauert das viel zu lang. Wir werden vorerst nur das Hauptspiel machen. Wir werden kein Verhaber spielen, wir werden kein Nuka World angehen vorerst. Die Sandbox, die uns Fallout 4 bietet, wir können so viel Blödsinn machen und so viel erleben und so viel machen, und vieles kennen wir ja schon. Aber du wirst sehen, es folgt einiges, was ich mir anschauen möchte. Unbedingt.